Hello together and welcome back to the Losemal podcast. I hope this is not the first time you listening here or this will be very verstörend. Aber hoi zusammen, willkommen zurück bei Losemal. Ja, diese Woche geht es ums Thema Social Battery. Ich hätte das auch mir die Mühe geben können und das irgendwie probieren können übersetzen, bevor ich die Folge angefangen habe. Habe ich das gemacht? Nein, Leute, wir sind da eine spontane Truppe. Wir machen es einfach. Und ihr werdet dann im Laufe der Zeit schon verstehen, was mit dem Begriff gemeint ist, falls ihr es bis jetzt vielleicht noch nicht einordnen könnt. Aber erstmal zu meinem Live-Update. Also erstens, die Coco liegt da neben mir. Ich kann das vielleicht kurz probieren zu zeigen. Ich habe ja da eigentlich immer noch die Kamera dabei. Da, sie ist einfach tot. Einfach, falls es irgendwelche komischen Geräusche gibt, das ist, weil Coco 2 cm neben mir am Schlafen ist. Und recht oft fängt sie an, random schnarchen und tönen, als würde sie sterben. Naja, wir sind froh, dass sie überhaupt lebt. Live-Update. Was ist mein Live-Update? Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin die ganze Zeit nur am Overthinken und so ein bisschen mein Zimmer am Aufräumen und nachher mache ich es wieder dreckig und dann tue ich wieder aufräumen und dann sage ich wieder, oh, so schön und nachher muss ich wieder aufräumen. Und ich bin gerade ein YouTube-Video am Filmen, wo irgendwie so über eine Woche geht. Darum ist das so ein bisschen gerade meine, keine Ahnung, so das Einzige, wo ich gerade das Gefühl habe, bin ich so dran am Arbeiten. Und ja, es kommt jetzt wirklich so, mit dem schlechten Wetter kommt wieder so der Herbstblues kommt, oder? Oder wie man es auch so schön nennt, Seasonal Depression. Ja, ich werfe den Begriff sehr gerne um mich, aber das ist natürlich nichts, um darüber Spass zu haben. Aber ja, ich freue mich eigentlich. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen mehr in der Halle am Reiten. Das heisst anstrengender, das heisst, meine ganzen Füße sind verblättert von meinen Reitstiefeln und ja, jetzt kommt einfach wieder die Zeit, wo alles dunkel ist und traurig. Aber darum gibt es ja mich. Ich bin ja da, um euch ein bisschen unterhalten in dieser grusigen Zeit. Und vor allem ist ja jetzt so Semesterstart und so wieder. Alte Leute, ich kann euch nicht vorstellen, stimmt, das ist etwas, was ich erzählen kann. Ja, hure FOMO. Ich bin ja jetzt nicht am Studieren. Und alle meine Friends sind wieder so am Be-Reels posten, wie sie so, keine Ahnung, also weißt, es gibt auch hure viele von denen, die Studium gewechselt haben, weil sie auch keinen Plan haben, was machen und jetzt einfach ausprobieren und so. Es ist nicht, dass alle meine Leute oder die Leute, die ich kenne, so wissen, was sie machen. Überhaupt nicht. Aber sie machen so wenigstens das, was man im konventionellen Sinn machen sollte. Sie sind am Studieren, sie sind in die Ausbildung am machen. Und ich bin so da und hocke mit meinem hure Mikrofon und frage mich so, Bro, verpasse ich gerade den Anschluss zu der Zivilisation oder mache ich da etwas Gutes? Und innerlich weiss ich natürlich die Antwort, dass es schon gut ist, dass ich da mein eigenes Zeug mache. Aber Alter, wenn ihr das Video schaut, meine Stirn sieht einfach aus wie frisch poliert, weil so das Licht da leuchtet. Ich sollte aufhören, mich selber anzuschauen in diesem huren scheiß Kamerabildschirm. Egal, ja, also ich habe im Moment ein bisschen FOMO, weil eben alle sind so hure beschäftigt mit ihrem Studium und so und auch auf Social Media geht wieder mega viel ab wegen, ja, was ihr wissen solltet, wenn ihr Studium anfängt und so Crack und jedes Mal schaue ich es an und denke mir so, Bro, das bringt mir, hätte mir überhaupt nichts gebracht, bevor ich angefangen habe, weil das ist auch schlimm. Aber ja, ich muss ja zum Glück nicht, jetzt gerade. Irgendwann muss ich dann wahrscheinlich schon, aber jetzt gerade sind wir andere Sachen machen. Das fragen mich auch sehr viele Leute so, was ist jetzt eigentlich dein Plan? So, Leute, ja, keine Ahnung. Habt ihr so einen 5-Year-Plan für euer Leben? Wenn schon, schickt ihr mir mal, dann mache ich vielleicht einfach euren Plan. Also, ich glaube, ich kann einfach anfangen, über das Thema von heute zu reden. Und zwar eben, das Dings, nicht Seasonal Depression. Ich wollte einfach sagen Seasonal Depression, aber das ist nicht das Thema von heute, Alter. Dings, Social Battery. Das ist bei mir im Leben wirklich hure relevant und ich habe das Gefühl, jetzt eben, je älter das man wird, desto mehr wird es auch im Umkreis so ein Thema und man traut sich langsam auch so sagen, so hey, irgendwie, Bro, keine Ahnung, wie reden wir wie eine erwachsene Person. Mir ist es gerade ein bisschen zu viel, ich habe ein bisschen viel unternommen die letzten paar Tage, Wochen. Ist es für dich okay, wenn ich mich wieder melde, wenn ich mehr Kapazität habe? So ist es langsam ein bisschen, oder? Aber früher bin ich mir hure weird vorgekommen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin die einzige Person, die nicht mag. Und ich habe nicht gewusst, dass es etwas gibt wie eben Social Battery oder so, dass nicht alle gleich viel mögen. Ich habe wie gedacht, Alter, etwas stimmt einfach nicht und ich weiss nicht wieso. Und ich habe zwar gewusst, so, meine Mami ist auch so und habe wenigstens so dort so jemanden gehabt, wo ich wusste, also, okay, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt. Aber ich habe mir gleichzeitig auch gedacht, Bro, meine Mutter ist irgendwie fast 30 Jahre älter als ich. Wieso bin ich schon so wie meine Mutter?
Und ja, ich habe das Gefühl, die Diskussion über das Thema ist schon ein bisschen weiter aufgegangen jetzt in den letzten paar Jahren. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es ganz viele gibt, die immer noch so ein bisschen sich fehl am Platz fühlen und denken, Alter, alle anderen mögen jeden Tag abmachen und ich nicht. Aber bevor ich über das anfange zu reden, muss ich vielleicht zuerst noch erklären, was es überhaupt ist. Social Battery ist eigentlich, du kannst dir wirklich so bildlich vorstellen, so eine Batterie. Und die Batterie gilt für soziale Interaktionen. Also, und dann gibt es Leute, deren ihre Batterie entleert sich halt schneller und solche, die es weniger schnell, also langsamer entleert. Und du musst die auch wieder aufladen und das machen die Leute auf ganz verschiedene Arten. Also eben extrovertierte Leute, denen ihre Social Battery entleert sich sicher schon mal langsamer und vor allem entleert sie sich nicht unbedingt durch soziale Interaktion. Also es gibt extrovertierte Menschen, die ja eher aufladen, indem sie mit Menschen sind und für die ist es dann schwieriger zum allein sein etc. Und für introvertierte Menschen ist es ja mehr belastend eigentlich, mit Leuten zu chillen und sehr anstrengend und dementsprechend tut sich die Social Battery auch schneller entleeren und dann brauchst du ganz viel Zeit allein oder je nachdem, du brauchst einfach Zeit allein, um wieder aufladen und dann entleerst du es halt wieder, wenn du mit Leuten chillst. Ich weiß nicht, ob das verständlich war, aber ich kann sonst auch, wenn das immer noch nicht gecheckt habt, macht kurz Pause, geht auf Google und gebt es ein. Es ist hure verständlich eigentlich. Ich bin einfach nicht gut im Erklären. Alte sagt sie und hat einen fucking Podcast, was läuft. Und auf jeden Fall, eben, bevor ich überhaupt auf diesen Begriff gestoßen bin, habe ich immer das Gefühl gehabt, etwas stimmt nicht mit mir. Und ich habe aber trotzdem immer, eben, weil ich bin ja jemand, ich habe FOMO, also eben Fear of Missing Out. Ich will dabei sein. Ich habe immer das Gefühl, ich verpasse etwas, wenn ich dann nicht dabei bin. Bin ich nachher dabei? Nein, Alter. Ich bleibe genauso daheim. Wenn ich FOMO habe, bin dann einfach daheim und fühle mich blöd. Aber es ist mir dann auch nicht genug wichtig zum Gehen oder es ist mir eben zu anstrengend zum Gehen, weil ich eben gar keine Kapazitäten mehr habe, um überhaupt das zu machen. Und es ist für mich mega schwierig, auch heute noch, das angemessen zu kommunizieren oder überhaupt zu kommunizieren, weil ich fühle mich so schuldig für das immer noch, weil es halt doch schon... Alter, hört man... Alter, jetzt ist sie wirklich am Schnarchen, Coco. Nein, aber eben so, ich fühle mich immer schuldig und ich habe das Gefühl, doch, die meisten Menschen haben das nicht so krass wie ich in meinem Umfeld. Und es ist dann halt für mich so schwierig, weil die Leute fragen mich, hey, können wir abmachen? Und ich finde es eigentlich mega toll, dass die Leute mich immer noch fragen, weil ich weiss genau, es ist verdammt scheiße, wenn du immer jemanden fragst und die Person sagt immer «Nein» oder «Jetzt habe ich keine Zeit» und so. Und das Ding ist halt, ich habe auch wirklich oft keine Zeit, weil ich habe ja oft so Events oder sonst Sachen, die ich machen muss und die sind immer zu so komischen Zeiten, wo halt so Leute, die einen geregelten Alltag haben, dann normalerweise frei haben, dann habe ich meine Events oder sonstige Sachen, irgendwelche Meetings, Calls, was auch immer. Und dann überschneidet sich halt oft auch, aber oft ist es dann halt auch, weil ich so viel von diesen Events habe oder Sachen, wo ich halt muss präsent sein muss, wo es dann doppelt so anstrengend ist, weil es ist nicht immer ein Safe Space mit meinen besten Kolleginnen reden, sondern es ist dann mit fremden Leuten an einem Ort, wo du dich gut präsentieren musst. Zum Beispiel, imagine, also sorry, heute sind wirklich viele Anglizismen, ihr müsst einfach damit klarkommen. Es ist für mich ein schwieriges Thema, ich muss einfach frei reden, sorry. So, eben, du bist irgendwie an einem Brand-Event, du musst dich gut darstellen, du musst mit ganz vielen fremden Leuten reden, du musst dich so gut präsentieren wie möglich, irgendwie dich repräsentieren. Das ist mega anstrengend, nur schon so für jemanden, der es vielleicht nicht so juckt. Und dann muss ich wie das priorisieren, weil amigs musst du halt dort hin und das ist auch cool. Ich rede darüber, als wären die Events so mega schlimm, aber einfach, dass man sich vielleicht meine Situation vorstellen kann und wieso ich sage, ich fühle mich dann amigs schuldig, weil ich habe das Gefühl, meine Friends sehen dann so, dass ich wie immer Zeit habe oder irgendwie genug Kapazität, um an die Sachen zu gehen, die ja so cool aussehen. Und ja, für das hat sie Zeit, aber um einfach mal mit mir einen Kaffee zu trinken, sagt sie jede Woche, «Bro, können wir nächste Woche?» Und das ist für mich verdammt schwierig, die Zeit einzuteilen. Und das ist so etwas, ja, wo ich weiss wenigstens jetzt, dass ich es mir einteilen müsste. Früher habe ich es gar nicht gecheckt. Ich habe nicht gecheckt, dass ich nicht zu allem Ja sagen kann. Und nachher komme ich heim und bin so traurig und erschöpft und gehe heulen. Also früher war es wirklich ganz schlimm. Früher, wenn ich abgemacht habe, bin ich zum Teil heim und bin einfach nur so kaputt gewesen, dass ich ins Bett bin heulen und ich habe nicht gecheckt, wieso. Und ich habe einfach gedacht, hey, es war doch ein cooler Tag gewesen und jetzt bin ich doch dabei gewesen und wir haben es eigentlich lustig gehabt. Und trotzdem, am Schluss des Tages habe ich mich einfach schlecht gefühlt. Und das war einfach, weil ich nicht mehr mögen. Ich habe einfach nicht mögen und ich habe es nicht gecheckt. Aber zudem muss man auch sagen, es gibt halt eben Situationen, wo
anspruchsvoller und anstrengender sind als andere. Und eben, wenn man sich jetzt an dem Beispiel vorstellt, eben mit den Brand-Events, logisch ist das anspruchsvoller, als mit meinen Kolleginnen zu zweit zu chillen. Aber es gibt auch Menschen, spezifische Menschen, die mehr auslaugen werden, also gestressen werden und dir deine Energie rauben werden, als andere. Also es gibt zum Beispiel eine Kollegin, die ich immer erzähle, wenn du jede Folge gehört hast, weißt du genau, was für eine. Ich habe so eine mega toxische Freundschaft gehabt. Und sie war so jemand, sie hat mich so drained. Und trotzdem bin ich 24/7 mit der zusammen gewesen. Und das hat auch so etwas Schlimmes aus mir gemacht, weil kennt ihr das nicht, wenn du so hure müde bist und du hast so 3 Nächte nacheinander scheiße geschlafen, du wirst so zu einem Arschloch. Und jetzt musst du dir das mal einfach nur mit einer Social Battery vorstellen. Du magst nicht mehr reden, du magst nicht mehr irgendwie angesprochen werden. Und wenn jemand so etwas sagt, was dir gerade nicht passt, dann rastest du komplett aus. Und für Außenstehende ist das so völlig unverständlich und dann ist so, Bro, was ist mit der falsch? Aber eigentlich, wenn man so den Hintergrund sieht, macht es schon Sinn, dass jemand einfach den nicht mehr mag und es ist so zu viel und man will sich dann am liebsten einsperren. Und bei mir, zum Beispiel eben nach so Sachen wie beim Frauenfeld ist es immer so, dann brauche ich wirklich so 3 Wochen nachher, wo ich nicht abmachen kann mit irgendwelchen Leuten. Es geht einfach nicht. Und ich weiss, dass jetzt denken sich sicher viele von meinen Kollegen oder Bekanntschaften, Bro, was ist mit der? Die hat doch einfach keinen Bock. Wieso sagt sie mir nicht einfach, sie will mich nicht sehen? Aber es geht überhaupt nicht um das. Ich würde, weißt du, wie gerne mit all diesen Leuten abmachen und rausgehen und chillen und jeden Tag mit jemand anderem. Und wir treffen uns, nur kurz für einen Kaffee. Und Leute probieren mir dann an mich so entgegenkommen, indem sie sagen, ja, nein, aber weißt du, wir müssen nicht lang. Wir können einfach, komm, wir gehen einfach nur kurz etwas trinken und dann kannst du wieder gehen. Aber auch das ist zu viel. Und wieso ich diese Podcast-Folge mache, ist, weil ich hoffe, dass ich irgendwie so ein bisschen allgemein reden für Menschen, die das haben wie ich. Und vielleicht sind ihr ja Leute, die jemanden im Umfeld haben, die so sind wie ich und ihr versteht es nicht. Oder die Leute trauen sich gar nicht, etwas dazu zu sagen, weil für mich ist es auch verdammt schwierig. Wirklich, ich habe so vielleicht 2 Leute in meinem Leben, wo ich mich traue zu sagen, ja Bro, weißt du, wegen der Social Battery, ich mag gerade wirklich nicht. Bei den anderen komme ich einfach jedes Mal mit irgendeiner anderen Ausrede, wo sich sicher scheiße anfühlt. Und darum fühlt es sich ja immer so scheiße, aber du musst immer Nein sagen, wenn du es durchziehst. Oder du sagst halt Ja und fühlst dich dann während dem Treffen scheiße. Aber es ist so das konstante ja, vielleicht nächste Woche. Ja, sorry, nein, heute geht auch nicht. Ja, warte, ich schreibe dir dann einfach, wenn ich Bock habe. Oder so. Du ignorierst einfach alle WhatsApp-Nachrichten, weil jede zweite Nachricht ist so, hey, wir müssen uns bald wieder mal sehen. Und das ist ja nett gemeint. Die Leute schreiben das, weil sie dir zeigen wollen, sie denken an dich, sie haben dich nicht vergessen, sie haben dich noch gern. Und ich schätze es auch immer und bin so, mega herzig, aber ich kann es nicht anschauen. Ich kann es physisch nicht anklicken in dem Moment, weil ich so bin, oh mein Gott, dann muss ich eine Antwort haben. Oder so, dass, ja, hast du nächste Woche schon Zeit? Bro, ich weiss es nicht. Weil ich weiss nicht, ob ich nächste Woche am liebsten sterben würde, lieber als dass ich rausgehen und mit jemandem reden muss. Oder ob ich mega Bock habe und mich einsam fühle und das Gefühl habe, so, jetzt muss ich wieder mal mit jemandem etwas machen. Und das ist verdammt schwierig, so zu navigieren. Und ich glaube, wenn man es überhaupt nicht nachvollziehen kann, tönt das alles wie so ein «Ja, Bro, so ein Problem hätte ich auch gerne». Das sagen immer Leute bei mir. «Ja, chillig». Ja, schon auch schlimmere Probleme, aber das ist einfach etwas, wo ich auch mal gerne darüber reden würde und nicht immer nur darüber, ja, mein Leben ist so scheiße. Das müssen wir glaube ich, nicht alle sagen. So, wir haben alle so Phasen. Aber es ist einfach so schlimm, wenn du das Gefühl hast, die Leute verstehen dich nicht. Und du probierst trotzdem gleichzeitig irgendwie reinpassen. Und bis ich das selber realisiert habe, ist es so lang gegangen. Und ich will einfach auch so euch sagen, es ist im Fall voll okay, wenn ihr nicht bei jedem Scheiß dabei seid. Und ihr seid trotzdem cool. Und für mich ist es eben immer auch jetzt noch schlimmer geworden eigentlich mit dem ganzen Social-Media-Ding, weil ich einfach einen extremen Druck auf mich selber ausübe. So von wegen, ja, du musst immer irgendwie, weißt du, so quasi, du musst immer beim Neuesten dabei sein und du darfst nichts verpassen und so, weil sonst läuft es halt nicht und die anderen sind auch alle an diesem Event und dann filmen sie ein Video drüber und wenn du dann kein Video von dort hast, dann hast du wie irgendwie zu wenig Content. Das sind so hure abgefuckte Sachen, die eigentlich so mega dumm sind und du denkst dir, wenn du das hörst, wahrscheinlich so «What the fuck, Emma, was ist mit denen gut?» Ja, so ist es in dieser Bubble, man macht sich einen extremen Druck. Und bis ich realisiert habe, also, ich muss einfach Nein sagen, weil das bringt mir überhaupt nichts. Wenn ich jetzt diese Woche an 3 Events gehe, dann kann ich vergessen, dass ich die nächsten 3 Wochen an irgendein Event gehe. Und das ist überhaupt, also das lohnt sich ja nicht. Lieber gehe ich einmal in der Woche an etwas und bin dafür immer an einem dabei, als dass ich
gegangen und nachher fucking ausgelöscht bin, ausgewiped aus meiner Existenz und nachher irgendwann vom Grab wieder auferstand, so in 2 Monaten und sage, «Hoi, da bin ich übrigens wieder.» Ja, eben. Aber was ich euch empfehlen würde, falls ihr euch ein bisschen angesprochen fühlt oder vielleicht noch gar nicht so richtig gewusst habt, dass ihr so jemand sind und jetzt denkt ihr so, «Alter, das macht ja hure Sinn» oder so. Checkt ein bisschen ab, mit wem ihr euch abgebt und was die Leute so gerne reden und wie sie sich benehmen. Zum Beispiel, wenn du Friends hast, die nur über sich selber reden. Das kann hure anstrengend sein. Man würde ja denken, es ist irgendwie entlastend, wenn du selber gar nicht so viel reden musst. Du musst ja dann nur zuhören. Aber es ist so anstrengend, die ganze Zeit zuhören, weil du probierst, du willst ja alles auffassen, du probierst überlegen, was ist eine gute Antwort auf das. Und du musst die ganze Zeit so präsent sein, wenn jemand anders redet. Und es braucht so viel Space in dir, anstatt dass du auch mal etwas ablassen kannst und quasi ein bisschen Space frei machst, indem du etwas von dir selber rauslässt und jemand anderem übergibst. Es ist ja immer so ein bisschen ein Übergeben von Informationen. Und ich glaube schon, dass man wie so wirklich sich das so ein bisschen vorstellen kann, dass man physisch etwas ableitet, wenn man jemandem etwas erzählt. Und wenn du nur mit Leuten befreundet bist, wo du nie selber etwas ablegen kannst und es stellt sich nur Informationen und Gossip und Probleme von allen anderen in dir an, aber du kannst nie etwas von dem loswerden, logisch tut es dich mega drainen. Und ich habe das nie gecheckt. Ich habe immer gedacht, hey, es ist doch so cool, die erzählt so viel und die hat so viel Gossip und man kann immer über alle reden und es gibt so viele coole Infos und also ja, das habe ich nie aktiv so gedacht, aber ich glaube, so unterbewusst ist das so mein Gedankengang gewesen. So, ja, aber die weiss immer alles und das ist so spannend und oh mein Gott, ich freue mich, sie wieder zu sehen, weil dann erzählt sie mir wieder den Gossip vom ganzen Dorf. Nein, das hat mir überhaupt nicht gebracht. Das hat mich in Ruin getrieben. Es ist wirklich so ermüdend und so Leute, die auch immer so mega laut sind, also so, Bro, du musst nicht immer ASMR machen und so leise reden. Aber so Leute, die die ganze Zeit und umschreien und «Hast du gehört? Hast du gesehen? Oh mein Gott!» Und die ganze Zeit, so, das ist so anstrengend für mich persönlich. Ich sage jetzt nicht, dass es für alle Leute so ist, die eher introvertiert sind oder irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht eine riesige Social Battery haben. Aber für mich sind das so Sachen, wo ich im Nachhinein würde sagen, Alter, auf das hätte ich mich lieber geachtet. Darum, ich sage euch jetzt einfach so ein bisschen meine Tipps, wie ihr vielleicht merkt, dass jemand nicht ganz vorteilhaft ist für das. Und das sind so Leute, mit denen trifft man sich vielleicht schon noch gerne. Du musst nicht komplett nicht mit denen befreundet sein oder so, aber wenn du jeden Tag dich mit so Leuten umgehst, ist es kein Wunder, wieso du heimgehst und am Schluss des Tages, wenn du von der Schule heimkommst oder so, deine Mutter anfickst, weil du keinen Bock mehr hast. Und ich finde, das ist nicht fair. Ich finde, man sollte sich schon Prioritäten setzen für die Leute, die einem am wichtigsten sind, dass man dort auch die Kapazitäten dafür hat. Logisch wirst du das nicht immer haben und du kannst auch nicht immer kontrollieren, mit wem du bist. Zum Beispiel eben, wenn du vielleicht gerade mit Kunden Kontakt schaffst oder so, dann musst du mit Leuten reden. Das ist verdammt schlimm, weil ich kann das nie im Leben. Aber ich glaube, Leute, die mit dem arbeiten, sind auch eher für das gemacht. Und ich glaube nicht, dass jemand wie ich das freiwillig sich selber antun würde. Aber trotzdem, eben, ich will nicht so reden, als könnte man immer entscheiden und aussuchen. Aber ich will einfach euch ans Herz legen, in diesen Situationen und Umständen, wo ihr könnt selber entscheiden, entscheidet euch auch für Menschen, die euch gut tun. Und es gibt sogar bei mir Menschen, die ich ein bisschen chargen kann. Nicht wirklich. Es ist trotzdem anstrengend für mich. Aber ich glaube, das ist mehr wegen dem Overthinken und weil ich mir immer alles doppelt und dreifach überlege und nicht unbedingt wegen meiner Social Battery. Aber es gibt Leute, mit denen ist es einfach cool zum sein. Und dort muss man auch nicht die ganze Zeit reden. Man kann einfach nebeneinander hocken und am Handy sein. Und es ist nicht so, oh mein Gott, was muss jetzt, was soll ich jetzt als nächstes sagen? Was kommt echt jetzt? Oh, mega awkward, mega komisch. Sondern man ist einfach. Und so Leute sind mega toll und für die bin ich mega dankbar. Und ich glaube, wenn du jetzt ein bisschen überlegst, kurz, kennst du sicher auch so jemanden. Und vielleicht sind es genau die Leute, die du am wenigsten siehst, weil die auch nicht so aufdringlich sind und nicht so suchen, sondern es ergibt sich dann einfach. Aber vielleicht kannst du ja dann mal zu denen hingehen und sagen, hey, wollen wir uns eigentlich wieder mal sehen? So. Ich denke jetzt auch gerade an jemanden, Alter, wo ich einfach am Ghosten bin. Ich müsste wirklich mal zurückschreiben und so sagen, hey, ja, mega gern. Ach, ja, aber ihr seid auf jeden Fall nicht allein mit dem Thema. Und auch, ich weiss, es ist ein grosses Ding, das mit WhatsApp-Nachrichten ignorieren. Und man fühlt sich dann nachher noch schlechter und bla bla. Aber ihr seid auch nicht allein mit dem. Ich mache das auch ganz oft. Und eben, Props an die Leute, die immer wieder fragen und auf Kollegen und Kolleginnen zugehen. Und ich habe das Gefühl, so, Leute, die das machen, die spüren auch ein bisschen, dass Leute wie ich das eher weniger machen. Also ich schwöre es euch, ich fühle mich so schlecht für das. Aber ich glaube, ich habe fast noch nie meine Friends gefragt, ob wir uns sehen wollen. Es kommt immer von der anderen Seite aus, aber ich kann das einfach nicht. Und ich bin so froh, dass meine Friends einfach fragen. Darum, ja,
Ich spreche das einfach mal aus. Ich finde, es ist wichtig, das über sich selber zu wissen und zu lernen. Und es ist auch okay, wenn du noch nicht ganz weißt, wo du stehst auf dem ganzen Spektrum von Social Batteries und extrovertiert und introvertiert und was weiß ich was. Aber dass man das in der Zeit einfach über sich lernt, ist einfach so wichtig für alle sozialen Situationen, die man hat. Und auch zum Verstehen, wieso man vielleicht in gewissen Situationen so reagiert, wie man reagiert. Eben bei mir zum Beispiel, wenn ich immer hässig bin, kannst du darauf gehen, dass ich einfach zu viel gemacht habe. Meine Mami auch. Früher, wo sie noch so das Recht hatte, mir irgendetwas zu sagen, das hat sie jetzt nicht mehr so, aber früher... Oh nein, ich weiss, sie wird mich anficken, dass ich das gesagt habe. Nein, Mama, du darfst noch alles entscheiden. He? Nein. Früher hat sie dann immer gesagt, so, jetzt hast du aber glaub, genug abgemacht für ein Zeitchen. Mässig so, Bro, jetzt chillst du mal, jetzt bleibst du mal ein bisschen daheim, sonst mag ich nicht mit dir im gleichen Haus wohnen, wenn du immer nur hässig bist. Und das ist einfach so krass, was es für eine Auswirkung kann haben. Und ich bin einfach froh jetzt, dass ich selber auch einschätzen kann. Ich brauche nicht meine Mami, die mir sagt, oh, jetzt machst du mal ein bisschen ruhig. Ich spüre es selber schon recht gut. Und ich bin auch recht gut geworden darin, zu priorisieren. Und eben, wenn ich mal so eine Phase, wo ich weiss, es ist viel los, dann mache ich halt zum Beispiel nur mit meinem Freund ab. Auch wenn es asozial tönt und man sollte das nicht. Und weil so Leute, die nur noch mit dem Freund chillen, wenn sie dann einen Freund haben. Es gibt einen ganz einfachen Grund, wieso ich viel Zeit mit ihm verbringe. Weil er einfach jemand ist, wo mir keine Energie raubt, so fest wie andere Leute. Und dann ist es doch auch fair von mir, dass ich dann einfach meine Energie spare und eine gute Zeit habe. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich plötzlich keine Kolleginnen mehr haben will. Und so. Ich finde das immer so ein bisschen eine blöde Denkweise. Aber Props an alle, die in einer Beziehung sind und da zum Huren viel mit Kollegen und Kolleginnen chillen. Ich weiss nicht, wie ihr das macht. Wie habt ihr so viel Zeit in eurem Leben und so viel Energie? Aber ja, einfach so das Priorisieren und das Zurechtlegen von Plänen und eben so Leute, die ein bisschen anstrengender sind, die sind ja trotzdem mega cool. Und irgendwie auch, es ist auch eine coole Abwechslung, um mit so Leuten mal abmachen. Und du musst nicht nur mit ruhigen Leuten und ja, wie geht es dir denn heute? Nein, das ist auch langweilig, aber vielleicht nicht jeden Tag, wenn es dir danach schlechter geht als vorher. Wenn es dir super geht, damit logisch, aber das ist jetzt mehr an Leute, die strugglen, so wie ich. Und eben, ihr seid normal, ihr seid okay so, du bist gut genug, auch wenn du nicht jeden Tag abmachst. Die Leute vergessen dich nicht, die Leute haben dich trotzdem gern, genau wie bei mir. Die Leute fragen mich trotzdem. Auch wenn sie wahrscheinlich wissen, 90% von dieser Zeit sage ich, oh sorry, ich habe keine Zeit. Und dann fragen sie trotzdem nächste Woche nochmal. Könnt ihr mich bitte in unregelmäßigeren Abständen fragen, falls ihr das hört? Ich fühle mich so schlecht, dass ich euch immer Nein sagen muss. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so alles. Es ist jetzt recht kurz gefasst und nicht so crazy wie vielleicht andere Folgen waren. Aber ja, ich glaube eben, die Message, wie eigentlich in den meisten Folgen von mir so, findet die Balance. Weil man darf auch nicht zu lang sich mit niemandem treffen. Ich weiss, es ist sehr einfach, so in das Isolationsloch zu fallen und einfach gar niemandem mehr antworten und gar nicht mehr rausgehen und einfach die gleiche Person 40 Mal in der Woche treffen, wenn überhaupt. Und sonst einfach niemand. Aber das ist nicht gut auf lange Zeit und es macht dich auch nicht glücklich, weil plötzlich bist du so, oh mein Gott, ich habe ja gar keine Kollegen. Doch, du hast schon einen Kollegen, aber wisst ihr, was ich meine? So Balance finden zwischen nicht zu viel und nicht zu wenig und einfach sich selber kennenlernen und wissen, wo sind die Grenzen und eben, wenn ihr nicht so sind und eine riesige Social Battery habt und eben so ein bisschen Freude daran oder so irgendwie Energie gewinnen daran, mit Menschen zu sein, vielleicht hat euch das ein bisschen geholfen, die andere Seite zu sehen. Wir lieben euch. Wir sind nicht hässig oder haben euch nicht gern, nur weil wir nicht können. Wir würden wie gern können, aber wir können einfach nicht immer. Und es ist einfach so ultra gigamäßig anstrengend, dass ihr euch eigentlich, soll ich jetzt ein bisschen gaslighten, ihr könnt euch geehrt fühlen, wenn wir mit euch abmachen, obwohl wir ein bisschen strugglen mit dem ganzen sozialen Zeug. Weil das heisst, dass wir euch sehr gerne haben und uns den Pain antun, dass wir am Abend kaum die Augen offen halten können, am 6 Uhr Abend und schon ins Bett gehen wollen, weil es einfach irgendwie zu viel ist. Sagen wir gerne, falls ihr irgendein anderes Thema habt, das ihr unbedingt bei «Los einmal» hören wollt und folgt dem «Los einmal»-Account auf Insta. Er heisst einfach «Los einmal». «Los einmal». Und stay tuned für das YouTube-Video, das ich gerade mache. Es ist sehr aufwendig, Alter. Ich will es nicht machen. Es schiesst mich ultra giga an. Es ist wie ein bisschen eine Challenge. Mehr sage ich nicht. Und ich freue mich auf nächste Woche. Danke, dass ihr zugelassen habt.
Und, was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung, hat Coco noch etwas zu sagen? Soll ich sie mal fragen? Sie hat gesagt, danke fürs Zuhören, ihr seid geile Sicher. Okay, tschüss zusammen!